Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Papier vom Captain. Wir sind den ganzen Tag in scharfem Trab geritten, bis wir vor dem Dr. Livesey seiner Tür angekommen sind. Alle Fenster vom Haus sind dunkel gewesen. Der Dance hat zu mir gesagt, ich solle abspringen und klocken. Und der Dodger hat mir beim Absteigen geholfen. Die Tür ist fast augenblicklich vom Dienstmädchen geöffnet worden. «Ist der Dr. Livesey daheim?» habe ich gefragt. Sie hat Nein gesagt. Er sei am Nachmittag heimgekommen, am Abend aber zum Schloss aufgegangen, um mit dem Squire zu essen und den Abend zu verbringen. «Dann gehen wir dorthin, Jungs», hat der Dance gesagt. Das Mal bin ich nicht wieder aufgestiegen, weil die Entfernung noch kurz war, sondern habe mich am Dodger im Steigbügelriemen festgehalten und bin mit ihm bis ans Parktor und dann durch die lange Allee mit den jetzt kahlen Bäumen bis ans weisse Herrenhaus gelaufen, wo das weisse Gebäude im Mondschein durch die Baumstämme vom alten Park geschonnen haben. Da ist der Inspektor Dance abgestiegen und ist mit mir ins Haus hineingegangen, wo ihm sofort geöffnet worden ist. Der Bediente hat uns durch einen mit Matten beleiteten Gang in ein grosses Bücherzimmer geführt, von dem die Wände ringsum von Bücherschränken eingenommen sind, auf denen verschiedene Büsten gestanden sind. Da sind der Squire und der Dr. Livesey mit ihrer Pfeife in der Hand auf beiden Seiten von einem hellen Schminefeuer gesessen. Ich habe den Squire noch nie so aus der Nähe gesehen. Er war ein grosser Mann, über 6 Fuß hoch und entsprechend breit, mit einem roten, kühnen Gesicht, wo man an der Farbe und den Zügen seine langen Reisen ansehen konnte. Seine Augenbrauen sind dunkel und haben oft gezuckt, sodass man unwillkürlich gedacht hat, er müsse ein temperamentvoller Mann sein. Nicht von einer bösen, aber von einer hitzigen Gemütsart. «Kommen Sie nur rein, Herr Dance», hat er sehr würdevoll, aber freundlich gesagt. «Guten Abend, Dance», hat der Doktor gesagt und ihm zugenickt. «Und guten Abend auch dir, Jim. Was für ein guter Wind hat euch hierher geweht?» Der Inspektor ist stramm und steif dagestanden und hat seine Geschichte wie eine auswendig gelernte Lektion erzählt. Da hätte er sehen, wie die beiden Herren sich vorübergeneigt und einander angeschaut haben und vor Überraschung ihr Rauchen vergessen haben. Wo sie gehört haben, wie meine Mutter zum Admiral Benbow zurückgegangen ist, hat der Dr. Livesey laut auf seine Schenkel geschlagen. Und der Squire hat «Bravo» gerufen und hat seine lange Pfeife am Chemie in 2 Stück geschlagen. Lang bevor der Inspektor fertig war, ist der Herr Trelawney, so hat der Squire geheissen, von seinem Stuhl aufgesprungen und ist im Zimmer rumgelaufen und der Doktor hat, wie wenn er auf die Art noch besser hätte hören können, seine gepuderte Perücke abgenommen. So ist er da gesessen und hat wirklich sehr sonderbar ausgesehen mit seinem eigenen, kurz geschnittenen schwarzen Haar. Endlich ist der Dance mit seiner Geschichte fertig gewesen. Da hat der Squire gesagt: «Herr Dance, Sie sind ein ganz famoser Mensch. Und dass ihr den ekelhaft schmierigen Schuft niedergeritten habt, schaue ich als eine gute Tat an. Da ist weiter nichts anderes, als wenn ihr einen Ungeziefer verdruckt hättet. Der junge Hawkins ist ein tüchtiger Bengel, wie ich sehe. Hawkins, willst du mal die Glocke ziehen? Der Herr Dance muss einen Bierkrug haben.» Und der Doktor hat zu mir gesagt: «Also, Jim, du hast das Ding, wo die Kerle gesucht haben, oder nicht?» «Da ist es, Herr Doktor», habe ich gesagt und habe ihm das Wachstuchpaket gegeben. Der Doktor hat es von allen Seiten angeschaut, wie wenn es ihm in den Fingern jucken will, es aufzumachen. Das hat er aber nicht gemacht, sondern hat es ruhig in seine Rocktasche gesteckt und gesagt: «Squire, wenn der Dance sein Bier getrunken hat, muss er natürlich auch wieder in seine Majestätsdienst zurück. Aber ich gedenke, den Jim Hawkins dort zu behalten. Er soll in meinem Haus schlafen. Und wenn es ihnen recht ist, mache ich den Vorschlag, wir lassen die Kaltpastete reinbringen und ihn dort zu Nacht essen.» «Wie Sie denken», hat der Squire gesagt. «Der Hawkins hat sogar was Besseres verdient als kalte Pastete.» So ist dann eine grosse Traubenpastete reingebracht und auf den Seitentisch gestellt worden. Ich habe mich schnell besessen hergemacht, weil ich auch Hunger hatte wie ein Wolf. Mittlerweile hat der Inspektor Dance noch eine Menge Komplimente empfangen und schließlich haben sie ihn entlassen. «Und jetzt, Squire», hat der Doktor gesagt. «Und jetzt, Livesey», hat der Squire gesagt, beide im gleichen Atem. Einer zur Zeit», hat der Dr. Livesey gelacht.
Sie haben doch wohl von dem Flint gehört. Von ihm gehört? Hat der Squire gerufen. Von ihm gehört, sagen sie. Er ist der blutdürstigste Pirat gse, wo je zur See gefahren ist. Der Blackbeard ist ein Kind gse im Vergleich mit dem Flint. Die Spanier hatten so eine fürchterliche Angst vor ihm gehabt, dass ich wahrhaftig manchmal stolz darauf war, dass der Flint ein Engländer war. Ich habe mit denen, meinen Augen, sein Topsegel auf der Höhe von Trinidad gesehen. Und der jämmerliche Milchsuppenkerl, mit dem ich gesegelt bin, ist umgekehrt. Umgekehrt, Doktor, und ist auf Port of Spain zurückgefahren. Ich habe selber von ihm gehört, dort in England, hat der Doktor gesagt. Aber die Hauptsache ist, hat er Geld gehabt? Geld? Hat der Squire gerufen. Haben Sie der Geschichte nicht zugelassen? Worauf sollten die Kerle aussehen, wenn nicht auf Geld? Denen liegt es doch nur am Geld. Für was riskieren die ihre dreckigen Köpfe, wenn nicht für Geld? Das werden wir ja bald wissen, hat der Doktor geantwortet. Aber sie sind ja so verdammt hitzköpfig und schreien sofort los, dass ich kein Wort sagen kann. Was ich wissen wollte, ist da. Angenommen, ich habe hier in meiner Tasche etwas, was uns auf die Spur bringen kann, an welchem Ort er seinen Schatz vergraben hat. Wird der Schatz gross sein? Gross, Doktor, hat der Squire gerufen. Ich will Ihnen etwas sagen. Wenn mehr auf der Spur sind, von der Sie reden, rüstet in Bristol ein Schiff aus und nehme Sie und den Hawkins mit. Und den Schatz will ich haben. Und wenn ich ein Jahr danach suchen soll. Schön, hat der Doktor gesagt. Denn wenn es dem Jim recht ist, das Päckchen aufmachen. Und er hat es vor sich auf den Tisch gelegt. Das Wachstuch war zusammengenäht und der Doktor musste sein Besteck aus der Tasche nehmen und nicht mit seiner medizinischen Schere auftrennen. Das Päckchen hat zweierlei enthalten: ein Buch und ein versiegeltes Papier. Zuallererst, wenn wir uns mal das Buch anschauen, hat der Doktor bemerkt. Der Squire und ich haben ihm über die Schulter geschaut, wo er es aufgemacht hat. Denn der Dr. Livesey hat mir freundlich gewunken, vom Seitentisch, an dem ich gesessen bin, zu ihm zu kommen und mich am Vergnügen der Untersuchung zu beteiligen. Auf der ersten Seite haben sich nur ein paar Kritzeleien befunden, wie einer sie mit den Federn macht, um sich zu üben oder weil er langweilig hat. Ein von den Sätzen hat genauso gelautet wie die tätowierte Inschrift auf dem Arm vom Captain. Billy Bones, sein Liebchen. Ferner ist dort auch gestanden: Mr. W. Bones, Stürmer. Kein Rum mehr. Vor Palm Key kommt er's über. Außerdem allerlei Schnörkel und einzelne Wörter, die zum grössten Teil unverständlich sind. Ich muss so unwillkürlich bei mir denken, was wohl gesehen sein soll, wo es überkommt und was da für ein «Es» gesehen ist. Höchstwahrscheinlich ein Messer in den Rücken. Daraus ist nicht viel zu entnehmen, hat der Dr. Livesey gesagt und hat das Blatt umgedreht. Die nächsten 10 oder 12 Seiten haben eine merkwürdige Reihenfolge von Einträgungen enthalten. Am einen Ende der Ziele ist ein Datum gestanden und am anderen eine Geldsumme, wie in einem gewöhnlichen Kontobuch. Aber statt geschriebener Erklärungen ist zwischen den beiden Aufzeichnungen nur eine verschieden grosse Anzahl von Kreuzen gestanden. So ist zum Beispiel am 12. Juni 1746 offenbar ein Betrag von 70 Pfund Sterling irgendjemandem gutgeschrieben worden. Als Erklärung für was sind aber nur 6 Kreuze verzeichnet. In einigen Fällen ist allerdings eine Ortsbestimmung beigefügt gewesen, zum Beispiel Höhe von Caracas. Oder es ist nur eine Länge und Breite eingetragen gewesen. Die Einträge haben sich über fast 20 Jahre erstreckt. Die einzelnen Beiträge sind immer grösser geworden. Und am Schluss ist nach 5 oder 6-maligem falschem Zusammenzählen eine Endsumme hergeschrieben gewesen. Und deren sind die Worte beigefügt gewesen: Bones sein Anteil. Darauf kann ich mir keinen Vers machen, hat Dr. Livesey gesagt. Die Geschichte ist doch ganz klar, hat Squire gerufen. Da ist das Kassenbuch vom schwarzherzigen Schurken. Die Kreuze stehen anstelle von den Namen von den Schiffen der Städte, wo sie versenkt oder plündert haben. Die Geldbeträge sind Anteil von dem Schuft. Und wo er befürchtet hat, es könnte eine Zweideutigkeit entstehen, da hat er etwas zu der Erklärung hinzugefügt. Da zum Beispiel Höhe von Caracas. Verstehen Sie? Da ist irgendein unglückliches Schiff in der Nähe von dieser Küste genommen worden. Gott sei der armen Seelen gnädig, die es bemannt hatten.
sie sind schon lang zu Korallen geworden. Richtig, hat der Doktor gesagt. Da sieht man mal, wie gut es ist, einen Reisenden zu sehen. Richtig, und die Beträge wachsen, wie Sie sehen, je höher er im Rang steigt. In dem Büchlein ist außerdem nicht viel mehr gestanden als ein paar Einträgungen von Hafennamen auf den weißen Blättern am Ende vom Band und eine Tabelle, um französisches, englisches oder spanisches Geld umzurechnen. Ein betriebsamer Mann, hat der Doktor gerufen. Der hat sich nicht betrügen lassen. Und jetzt zum Papier, hat der Squire gesagt. Das Papier ist an verschiedenen Stellen versiegelt gewesen. Und als Petschaft hat dazu ein Fingerhut dient gehabt. Vielleicht eben der Fingerhut, wo sich in der Tasche vom Captain befunden hat. Der Doktor hat die Ziegel mit grosser Sorgfalt gelöst und aus dem Umschlag ist eine Karte von einer Insel rausgefallen, mit Angabe von Länge und Breite, von Tiefenlotungen, Namen von Bergen, Buchten und Flussmündungen und überhaupt von allen Einzelheiten, die notwendig sein könnten, um ein Schiff auf sicheren Ankergrund an die Küste zu bringen. Die Insel ist ungefähr 9 Meilen lang und 5 Meilen breit gewesen. Von der Gestalt her ungefähr wie ein aufrecht stehender, dicker Drache. Sie hat 2 schöne, sichere Häfen gehabt und ein Berg im mittleren Teil der Insel ist als das Fernrohr bezeichnet gewesen. Verschiedene Zusätze sind offenbar zu späterer Zeit gemacht worden. Darunter vor allem 3 Kreuze mit roter Tinte. 2 im nördlichen Teil der Insel, 1 im südwestlichen. Und neben dem letzteren ist mit der gleichen roten Tinte in sauberer, kleiner Handschrift, wo vom Captain seiner zittrigen Buchstaben sehr verschieden war, der Satz geschrieben gestanden: «Da der Hauptteil vom Schatz». Auf der Rückseite der Karte hat die gleiche Handschrift die folgenden Weisungen geschrieben: Grosser Baum, Staffel vom Fernrohr, Nord-Nordost bei Nord. Skelettinsel, Ost-Südost bei Ost. 10 Fuß. Das Barrensilber ist in der nördlichen Grube. Du findest es am Abhang vom östlichen Gipfel. 10 Faden südlich von der Schwarzen Klippe, der gegenüber. Die Waffen sind gleich im Sandhügel zu finden. Nord-Nordost bei Nord, vom Vorsprung an der Flussmündung, dann östlich und 1/4 nördlich. JF. Da ist alles gesehen, aber so kurz und für mich unverständlich es auch gesehen ist, der Squire und der Dr. Livesey sind ganz entzückt darüber. Livesey, hat der Squire gesagt, Sie werden die erbärmliche Praxis sofort aufgeben. Morgen fahre ich auf Bristol. In der Zeit von 3 Wochen. 3 Wochen? In 2 Wochen? In 10 Tagen haben wir das beste Schiff, Doktor, und die beste Mannschaft von ganz England. Der Hawkins kommt als Kajütenbub mit. Du wirst einen famosen Kajütenbub abgeben, Hawkins. Sie, Livesey, sind der Schiffsdoktor. Ich bin der Admiral. Wir nehmen Treadruth, Joyce und den Hunter mit. Wir werden günstige Wind haben, eine schnelle Überfahrt und nicht die geringste Schwierigkeit, die Stelle zu finden. Und dann gibt's Gold, schaufelweise, genug, um sich darauf zu wälzen und Guinea zum Fenster rauszuwerfen, wenn sie Lust haben. Trelawney, hat der Doktor gesagt, ich will mit denen gehen. Der Jim kommt auch mit, dafür stehe ich ein. Und er wird bei der Unternehmung von Nutzen sehen. Nur von einem einzigen Mann habe ich Angst. Und wer ist da? Hat der Squire gerufen. Wie heisst der Hund, Doktor? Der sind Sie, hat der Doktor geantwortet, weil Sie können ihr Maul nicht zubehalten. Wir sind nicht die Einzigen, die von dem Papier wissen. Die Kerle, die heute Abend den Angriff auf den Admiral Benbow gemacht haben, sind ganz gewiss mutige, verzweifelte Typen gewesen. Und die übrigen, die auf dem Ever an Bord gewesen sind, und ganz sicher noch andere, die nicht weit sind, die werden alle miteinander dort dick und dünn gehen, um das Geld überzukommen. Darum darf keiner von uns allein sein, bis wir in den See stechen. Der Jim und ich werden in der Zwischenzeit zusammenbleiben. Sie nehmen Joyce und den Hunter mit, wenn sie auf Bristol fahren. Und vom ersten bis zum letzten Augenblick darf keiner von uns ein Wort von unserem Fund verlauten lassen. Livesey, hat der Squire geantwortet. Sie treffen immer den Nagel auf den Kopf. Ich werde stumm sein wie ein Grab.